Moin Moin und herzlich willkommen zu Plattfunk, dem Podcast ob Hoch und ob Plattdeutsch. Herzlich willkommen zu Plattfunk, dem Podcast auf Hoch und auf Plattdeutsch. Ich bin Nikos. Und ich heiße Thorsten. Und wir habt uns das Thema plattdeutsche Kinderbücher vorgenommen. Ja, warum ist das so und warum sind plattdeutsche Kinderbücher wichtig? Der plattdeutsche Kinderbuchmarkt hat sich gewaltig entwickelt in den letzten Jahren. Ich beobachte das natürlich auch nicht unbedingt als Insider, aber ich bin auf jeder plattdeutschen Buchmesse und ich sehe das ja, was es da im Angebot gibt. Und viele der Neuerscheinungen sind tatsächlich Kinderbücher. Das hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun, unter anderem aber auch damit, dass immer mehr und immer verstärkter Plattdeutsch in den Schulen erscheint und auftaucht. Das macht die plattdeutsche Jugend- und Kinderbuchliteratur natürlich interessant. Also so. Und natürlich auch, dass es eben immer mehr Bemühungen gibt und das nicht nur erst ab Schule, sondern eben die Bilderbücher sprechen da ja auch für, eben auch schon im vorschulischen Bereich. Also das Bedürfnis, die von der Oma, Opa oder Onkel, Tanten oder was die Sprache weiterzugeben und dazu sozusagen das über das Medium eines Kinderbuchs zu machen. Und in der Schulen und Kindergården war die auch beruht. Ja, man benutzt diese Literatur eben auch für Schulen- und Kinderbüchern. Es gibt ja auch so eine Plattkiste, die wird vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. Können sich Einrichtungen, Kindergarteneinrichtungen so eine Kiste bestellen. Das kostet auch nichts. Und da sind dann Bücher drin, Bilderbücher drin und Spiel- und Lernmaterial auf Plattdeutsch. So, also richtig gezielt dann eben auch für den spielerischen Spracherwerb im vorschulischen Bereich. Das wäre mir gar nicht so klar, aber ich habe auch mein Fachgebiet ist ja eher die Öllere in der deutschen Literatur. Ja. Da kriege ich ja gar nicht so viel von mit, was aktuell passiert. Wir habt uns von der Fair Kinderbücher vorgenommen. Ja, ich stelle einfach mal 2 vor und dann magst du die anderen 2. Wir können auch in Wessel. Ja, ich fange einfach mal an. Ja, also einmal, habe ich hier ein Hamburger Platt-Utgorf von Janosch, Mann, wo scheun ist Panama. Ja, also ist bekannt, würde ich sagen. Also so die Story ist ja doch relativ bekannt. Tiger und Boar würde gerne nach Panama, muckt sich ob die Reis und findet dann an entweder neuer oldes Hus zurück, denkt aber, das wäre Panama und habt ob die Reis bannig viel belebt. Ich glaube, das ist so die Zusammenfassen. Also Illustrationen sind auch bekannt. Ist einfach ein Übersetzen von einem Buch, war das ein Gift in Hamburger Platt. Fand ich auf jeden Fall sprachlich auch gelungen. So. Also so wie ich Hamburger Platt beurteilen kann. Wo Kane hat er übersetzt? Das ist natürlich nochmal die wichtige Frage. Ja, Janosch hat jetzt schreiben, das ist aber natürlich ein Auftrag von der AG Plattdeutsch in der Kork nach Hamburger Platt übertragen von Arndt Immo Richter. Ah, okay. Ja. Das zweite Buch, über das wir vielleicht noch schnacken könnt, von doch ist auch ein Übersetzen. Okes Skifahrt heißt das. Bilderbuch von Elsa Beskow ist ein oldes Kinderbuch aus Schweden von 1907, vertellt und malt von Elsa Beskow und übersetzt von Margret Hansen. Also Oke kriegt töft ob den Schnee und der Schnee kommt einfach nicht und dann kriegt er auch Skier, Skifahren. Dann ist das so, dass dann ob einmal doch ganz viel Schnee fällt und hey, geht nur booten und da kommt ist das ein Ohlenmann, auf jeden Fall ein Mann, das ist der Winter, oder? Nee, nicht der Winter, also hier sagt, dank die König Winter, dass du endlich kommen bist. Und dann kommt ein Mann, das ist nicht der König Winter, das ist der Onkel Ruchfrost. Okay. Und der bringt eben zu König Winter und so den Naturkräften war sozusagen personifiziert. Also König Winter, Dükert ob, der Ruchfrost, auch das Frühjahr war personifiziert und kommt dann an N. Und dann geitert so dort was Oke wie König Winter so belebt. Also hier war da so die Hallen, wo die Streetshow fadigt ward, wo die Skier fadigt ward, wo die Schlitten herstellt ward. Das passiert alles bei König Winter und an Ende kommt hier dann
wer zu den Bruder tröch und das ist ein ganz langen Winter, wo sie ganz viel Ski fahren könnt. Oh. Für Schweden wahrscheinlich kein so ungewöhnliches Thema. Zumindest in Schweden denkt ja nur Söben nicht. Dann hätte sich ja auch wahrscheinlich dort erinnert. Ja, stimmt. Auch in Schweden wird es wärmer. Anke Ortlieb hat Mämamö geschrieben. Versteißt, kommt noch mit dazu. Es ist die Geschichte von 3 Schafen, deren Bauer plötzlich erkrankt und aus dem Bauernhof weggebracht wird und auch nicht wieder auftaucht. Und die 3 Schafe haben ein sehr enges Verhältnis zu ihm und stehen jetzt plötzlich in der Petrouille, dass sie keinen Bauern haben. Sie sind herrenlose Schafe sozusagen geworden. Und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihr Heil in der Flucht zu suchen. Sie verlassen den Bauernhof und erleben Abenteuer bei der Suche nach einem neuen geeigneten Bauern, der sie aufnehmen soll. Was wichtig ist, dass die Ole Boje auch immer platt mit der Schnackt hat. Und dann hätte sie mit auch einen finden, der platt schnackt. Wie Hochdeutsch könnt sie irgendwann nicht. Also versteht sie nicht. Das ist der Kern an der Geschichte. Und dann stellt sich natürlich raus, dass sie auf lauter Leute treffen, die auch alle kein Platt können. Und damit stehen sie natürlich ziemlich in der Tinte. Sie landen dann bei einer Familie, die wo sie letztendlich nur als Spielzeug umgedeutet werden und die Kinder an ihnen rumzerren und das könnte man vielleicht als wenig artgerechte Haltung bezeichnen, aber eben auch das Verständnisproblem liegt dem eben immer zugrunde. Sie erleben viele und große Abenteuer auf dem Weg nach einem plattdeutschen Bauern und am Ende finden sie einen, ich glaube, so viel kann man schon mal spoilern, das glaube ich, darf man schon mal sagen, am Ende finden sie einen, der tatsächlich auch richtig platt mit ihm schnackt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kinder vielleicht nicht Tor hört. Also wenn Irland das hört, also wenn denn die Irland, ich glaube die Kinder nicht. Also eins war gut auf jeden Fall. Genau, also auch für die es nicht für wahrscheinlich oder möglich gehalten haben, es wird noch alles gut. Was eine Besonderheit an diesem Buch ist, es ist im Mecklenburger Platt geschrieben, durchgängig. Ja, genau. Und ist also kein Übersetzen. Nee, sondern es ist und richtig. Ist auch original illustriert sozusagen. Also ja. Bild als eine Einheit. Das letzte Buch, was wir vorstellen wollen in unserem literarischen Kinderbuch-Kleeblatt, zu zweit, das Zweierkleeblatt, ja, das Lütt-Kleeblatt, ist von Torben Kuhlmann, Lindberg ob Platt. Das ist original in Hochdeutsch erschienen und übersetzt worden von Reinhard Goltz. Dabei geht es um eine Reise, die im Prinzip die Geschichte umschreibt. Das muss man schon sagen, denn tatsächlich wurde der erste Transatlantikflug nicht von Lindberg gemacht, sondern von einer kleinen Maus, die sich hier aus Hamburg, da kommt sie nämlich her, verabschiedet hat. Hier hatte sie ordentlich Feinde, unter anderem große Eulen waren hinter ihr her, aber auch eine Katze. Das hat sie dazu bewogen, die Flucht über den großen Teich zu wagen und man kann es kaum glauben, mit dem kleinen Mäuseflugzeug ist ihr das gelungen und sie landet auf der gegenüberliegenden Seite in New York und es erzählt eben die Abenteuer dieser kleinen Maus auf ihrer Reise, auf dem Turn. Lindberg letztendlich nimmt sich diese kleine Maus zum Vorbild, also wird dadurch inspiriert, dann den ersten Menschenflug, den ersten Mäuseflug hat es ja schon gegeben, den ersten Menschenflug zu unternehmen, dann zu versuchen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht direkt mit das erste, was ich kurz vorgestellt habe, an. Mann, wo schon ist Panama. Was irgendwie so froh habe, wie Dorby wäre, helpt das Kinder eventuell. Das sind bekannte Geschichten auf Plattformen kriegen. So, also so, das wir so ein bisschen Mito-Griff. Also so alles andere sind Klassiker, das ist und nun kann man ja irgendwie sagen, auch der 100. Klassiker wäre auch Platt, da ist das denn überhaupt nötig? Können wir da nicht irgendwann nur führen losgehalten, ne? Also so, vielleicht originär plattdeutsche Kinderbürger auch, als das hier wie Ortlieb der Fall ist zum Beispiel.
So was zum Beispiel. Und da habe ich so überlegt, stopp, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Man nimmt richtig olle Geschichten, wo letztendlich schon die Mamas und Papas die Storys schon kennen dort. Und übersetzt die auch platt und die Kinder haben dann schon, also die werden schon, worum da geht, die kennen die Geschichte eventuell schon genau und können dort vielleicht einen leichteren Zugang zu dem Spruch. Ja, also mir hätte das selbst geholfen. Also mir ist dann immer die Originaltextatur infollen. Also ich habe das lesen und dann so gedacht, ja, stimmt, so wäre das auf Hochdeutsch. Ja, und auch Wörter, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind. Also weiß ich nicht, ob so was so Poggenstöll ist, nur vielleicht nicht so das erste, was ihn platt lehrt, so was das hate. Einmal natürlich war das durch die Illustration klar, was das ist, aber dann, wenn ihn sich an den hochdeutschen Text erinnert, braucht ihn da auch tatsächlich vielleicht gar kein Glossar oder kein Wörtertape für. Also was ein bisschen, also Kunden natürlich noch dabei wählen, also einfach auch für Leute, die Originalgeschichte nicht kennt oder für Leute, die noch mal ein bisschen was nachkicken will, ist, glaube ich, so ein Wörtertape immer ganz sinnvoll. Ja. Also zum Beispiel bei Mö ist ja hinten sind ja sogar die kompletten Texten ob Hochdeutsch nochmal dabei, also so weit hilft auf jeden Fall. Aber das stimmt, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil davon, dass auch für die Leute, das vorlest, glaube ich, einfacher war, wenn die auch nicht so perfekt Plattdeutsch können. Das dann zu verkloren, was das hate. Ja. Also da das sozusagen so nochmal wer so ein Hölp ist, nochmal wer so ein Togang ist, eben auch so ein Klassiker eben auch platt zu lesen. Also so, dass man, wenn man eine Lust so hat und ich meine, das ist ja für viele, just in der Öllern oder in der Vorlesergeneration, da muss man ja auch bedenken, der hat ja auch nicht platt lesen und schreiben lehrt. Also so für die ist das ja letztendlich auch anstrengend, vor allem, wenn du das für die süß lesen schaffst, ist das ein so, wenn du das verlesen schaffst, ist es ja nochmal was anderes, ne? Wenn du Lud lesen schaffst. Und ich glaube, da ist das vielleicht so ein strategischer Vorteil, wenn du die Story kennst und du sozusagen eine plattdeutsche Geschichte informiert. Also ja, für beide Kanten. Ja, auf jeden Fall. Also, also tatsächlich auch ein Klassiker, Geschichtenswie ist ja Okes Skifahrt. Wäre mir aber nicht bekannt. Ich auch nicht. Also nicht. Ist ja wahrscheinlich in Schweden tatsächlich ein Klassiker. Hätte mir aber nur erstmal nicht so viel gesagt. Und also hier gibt es auch kein Wörterticken, auch nicht dabei. Ja. Also hier war, glaube ich, auch erstmal davon ausgegangen, dass die Lü, die das vorliest, schon auch damit klarkommt, was da steht. Ja. Ist aber hier auch sprachlich nicht so schwer. Also ich glaube, so Ruchfrost ist noch fast das komplizierteste Wort, was hier obdückert. Also findest du nicht so viel gelehnt? Also nee, also für mich zumindest nicht. Also und ich habe, also wie zum Beispiel bei Lindbergh Oplade habe ich mehr Probleme. Also bei Okes Skifahrt wäre das für mich relativ einfach zu verstehen. Likas ist das aber, wäre das, glaube ich, auch da einfach ganz praktisch nochmal ein bisschen verkloren dabei zu haben. Also, dass ihr nicht für Rutsetten Mutter der Lüdenwörbuch habt. Ja. Finde ich auch, also kann ich auch nur voll trecken und relativ viel auch platt lese und ja, mittlerweile routiniert, aber das ist wie die auch nichts anderes. Finde ich auch, dass man da letztendlich ein Los hat. Du kannst sowas einfach nicht verrutsetten mehr. Ne? Also so, dass Leute das einfach kennt oder weht bei das wen schall, auch wenn sie dann irgendwie richtig gut schnackt oder was auch immer, das durch mir auch. Also das ist schon ein wichtiger Anteil davon. Was irgendwie so ein bisschen froh ist das so ein bisschen so, so ein bisschen Nostalgieverlach. Also so eine hübsche Geschichte, ich vielleicht noch einen Kindertit kennen, der war jetzt, das so ein persönlicher Hobby ist, war da Plattmuckt, war das schön in Plattdeutsch übersetzt, denn auch, weil man ja auch sagen muss, die Grafik, das ist das eins schön, aber es ist natürlich auch, ist einfach historisch. Das ist eben ein Süd, das von Anfang von 20. Jahrhundert ist. Also ist Glöwig dafür, also ist nun nicht so, dass also ich glaube, da muss nur keine pädagogische Bedenken haben, wie diese Geschichte, also das gibt nicht andere Geschichten, nur diese Titel, wo ihn, glaube ich, eher ja auch nochmal überlegen muss, was ihn das so vorlesen will oder nicht. Das ist hier, glaube ich, nicht so das Problem.
man Likas ist das einfach kein modern Kinderbuch. Der Illustration, das mag Kinder vielleicht nicht so. Also ich will nicht, Kinder haben, glaube ich, jetzt nicht so ein Gefühl für, das ist eine historische Illustration oder so. Also das ist ja, glaube ich, nicht so. Aber Likas ist das auch doch, also auch relativ idyllisch alles. Also es ist nicht so, dass das gibt keinen großen Konflikt oder so. Ja. Also eins ist relativ nett und das man muss eben auch gar nicht betonen, dass das gut geht, weil einfach kein Problem oder Konflikt gut war. Also der einzige Frage ist, wenn hier wie König Winter ist, also was ich mir so fragte, passiert da noch was, könnt ihr vielleicht nicht nach Hus, aber ihr könnt natürlich nach Hus. Also das ist auch gar kein Problem und König Winter ist auch gar kein finsterer Charakter oder so. Also eins ist relativ gut und wohlgesonnen für das Kind. Also ist vielleicht auch ganz nett so, aber dann habe ich mir tatsächlich auch gefragt, was das da vielleicht eher nochmal so ein, also gut, Mann wahrscheinlich Panama ist halt auch schon ein bisschen öller, aber funktioniert, glaube ich, als Kinderbuch vielleicht noch, also ist, glaube ich, dichter dran an so moderne Kinderbücher als Opus Skifort. Also ich meine, ich habe immer zum Beispiel die Hosenschule in Fenster irgendwie, das die Renner, also offensichtlich auch Hütodos, irgendwie sogar das Min Modder die Hosenschule als Kinderbuch hat, also das Bilderbuch hat, das gibt irgendwie so unzerstörbare Dinger, die irgendwie nicht tot kriegen sind. Wie offensichtlich hätte das irgendwie so Nervdrucken, also übergenerationell. Also so, das schien das einfach nicht gebunden oder das finden Kinder sölt egal und was für ein Tiet. Ja, oder das repräsentiert vielleicht dann auch für die Öllern gut die eigene Kindertit und war deswegen wiedergeben. Also was das an das Buch Sös liegt oder einfach da an das so, also einfach eine Tradition ist, die so fortführt war. Aber die Frucht, die sich Löffig durchstellt, ist, warum funktioniert da wieder der eine Bogen und wieder der andere nicht? Ne? Also so, das sind ja nie alle Bürger oder 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert sind jetzt Gott sei Dank nicht alle. Also ich meine, aber genau, vielleicht ist das genau der Grund. Ne? Also so, dass man irgendwie als alle Mann in Matrosenanzug und darauf vorbereitet wurden, dass sie irgendwie ein U-Boot klattern, wenn sie erstmal 8 Tage sind. Dass man dort dann vielleicht dann doch eine gewisse Reserve von dort und gegen Hosen hat man. Aber ich weiß gar nicht, wo der Show dort darstellt war. Also ist das so eine nette Show, dass das Guide dort diszipliniert so? Ja, nee, also du warst schon oben. Natürlich eine Löffel drucken und so, ne? Also das wird natürlich auch selbstverständlich. Auch nicht so ein Show, der ihn für die eigenen Kinder gern will. Nee, also es ist kein Waldorf-Show. Ne? Ja. So. Aber auch kein, also körperliche Strafen sind ja auch in andere Schulen verpönt. Ja. Mitte wie. Ja, nee, also so. Und dann sitzen sie alle schön in der Reich und, aber das finde ich auch immer spannend, ne? Also so, denn, nur sind wir aber ein ganz anderer Bock, aber Verhalten just so hin, da das so ein, die ganz klassisch in Kleid, die Jungs haben korte Büchsen an und dann kickt dann so das Schwiertachterhut, so, ne, also das transportiert so ein Kinderbuch ja auch, die Jungs, die sind vielleicht auch nur frech, die Dirns natürlich nicht, ne? Also so, die Dirns sind nett. Also das ist hier nicht bloß ein bisschen anachronistische Illustration, da wird ja ein ganzes Weltbild und Menschenbild mit transportiert. Das finde ich jetzt bei okay eigentlich nicht so ein großes Problem. Also, aber wenn ich das noch mal eben dort zwischen kann, ich finde, das ist auch typisch, dass das ein Jung ist. Ne? Also es ist natürlich kein Dirn, der jetzt irgendwie Abenteuer belebt und auf Ski unterwegs ist und so. Das versteht sich schon, also das war, kann ich explizit sagen, wie das sich das von Süß versteht. So, ne? Genau, weil es ja nicht, also Okes Skifort ist ja nicht so was, wo jetzt nur schwere Pädagogik obdübert und einen wirklich denkt, das kann in den Kindern nicht mehr vorlesen. Und Elsa Besko, wenn ich das richtig mitkriegen habe, also die Schrebersche, kommt auch so eine Reformpädagogik-Familie. Na also denn. Von daher ist das alles, glaube ich, auch was ihn von doch auch noch lesen kann. Guide, aber ist nicht der ganz große Wurf. Nee. Wie die Darstellen von der Lü, die sozusagen die König Winter dehnt, das sind so Lappen. Da habe ich mich noch gefragt, was das vielleicht auch nochmal so eine Hierarchie zwischen
Also die Lappen sind halt die Diener sind und also das vielleicht auch so was nochmal da achtersteckt. Da kenne ich mich aber auch mit der Geschichte nicht so gut, da ich da nur von dir etwas sagen kann. Vor allem würde man von dort wahrscheinlich Sami singen, ne? Also so der Samen. Stimmt, ja. So, Lappen ist ja schon minnachtig Mucken von das wäre mir auch gar nicht so von der indigene Volk, ne? Also ja, aber ich meine, da meine ich, ne, also so, das ist vielleicht gar nie, ob der Bohr was zu los ist, halt irgendwie alles völlig in Ordnung, so. Aber die sind natürlich auch Kind von ihr Tiet. So. Ja. So. Aber Dobby ist mir ähnlich aufgefallen, da das irgendwie eher so, naja, das ist ja eher so ein bisschen tutig, ne? Also das ist jetzt nicht so der ganz große Abenteuer, was du Achter sind, ne? War nicht großes Abenteuer, ist aber das, was die Leute Moos belegt, ja. Ne? Also das ist ja, da passiert ja gar nicht viel. Ja, ich habe das tatsächlich eben noch mal kicken müssen, wie das ich dann nicht mehr wusste. Aber Torben Kuhlmann, der in Hamburg Illustration studiert hat nicht bloß die Illustration, sondern auch den Text geschrieben. Also deswegen habe ich jetzt mal kicken. Ich meine, dass das eigentlich, ich finde, die Grafik ist so gewaltig, dass dort der Text wirklich ziemlich in den Achtergrund tritt. Also das gab mir jetzt noch so, wenn ich mir da langkicken darf, wenn ich mir die Bilder ankicke, dann steigt echt ein bisschen im Mund, ob ihr das so opulente, großartige Bilder sind mit so viel Details und so viel Leifte da bin malt sind. Das ist schon wirklich was heel Besonderes. Wenn man das Wort dafür berufen kann, dann ist das echt ein Augenschmus, finde ich. Also so, man kickt sich das an und kann ganz viel entdecken und nur hast du ja auch noch eine Tochter. Ist das schon zu viel Gewimmel, ob diese Bilder, die man hier sehen kann? Also so, das sind ganz richtige Gemälde sind das. Naja, also kommt wirklich ob das Öller an. Also ich glaube, alle Böker, die wir beschnackt habt, sind halt, glaube ich, eher was für Leute, ja, fair vielleicht. Das sind ja also so Lindbergh, da sind ja auch, also die Moos, Lindbergh und Platt, da sind ja auch doch ein bisschen düstere Bilder auch dabei. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eher was für ältere Kinder. Und auch so, also so die ganze Geschichte und den geschichtlichen Achtergrund und so, das ist, glaube ich, ja, eher was vielleicht für Kinder, die in Betenöller sind. Janosch kann man auf jeden Fall mit 2-3-jährige Kinder auch mocken, auch wenn die nicht eins mitkriegt, was dort passiert. Also, ich glaube, wenn die Kinder in Betenöller sind, funktioniert die Bilder auf jeden Fall gut. Ich glaube, die sind halt, dort du dazu was Technisches darstellst, sind die, glaube ich, noch doch ein bisschen abstrakt so für so ein gewisses Öller. Also, ich muss, glaube ich, so ein bisschen Verständnis davon haben, so, das ist eine Maschine, so funktioniert die, das ist eine Dampfmaschine oder so. Also ich glaube, so ein bisschen technisches Verständnis schadet dann nicht, auf jeden Fall. Braucht man schon. Da man da Achter kommt. Würde man denken, ja. Also, aber liegst du die Süd auf jeden Fall war nicht gut einfach, diese Bilder. Ich finde auch, ich weiß nicht, was für ein Sied da irgendwie auch die Kinder ansprochen war. Das ist ja schon doch ein sehr, das mag einem ja doch schon ganz schön Respekt, diese vielen Uhlen mit den riesigen Augen, die dann auch also in Öbergrötte immer sind, so, ne? Also so, der Lütmus und diese gigantische Uhl dabei, als auch, die Farben ja auch immer gedeckt oder auch in düstere und so. Das finde ich ist schon auch nochmal so eine eigene Ästhetik und ich kann mir vorstellen, dass man sich auch so ein bisschen verfehren da halt so, ne? Also so, dann sitzt davor und hast dann irgendwie diese vielen Fienden vor dir und vor allem denke ich dann so, was das hätte nie jetzt so ein bisschen anträgert durch, was verbarcht sich so bisschen da ist liegt du irgendein unter mein Bett oder ist du was ist im Düstern eigentlich los? Was passiert in der Nacht? Ist das eins unbekannt und da hätte man doch auch ganz schön Respekt für, so, ne? Ja, auf jeden Fall. Also. So, was sich du Achter verbargen da halt so, ne? Ja, ich glaube, da muss den selbst weten, was ihn so für Kinder hat. was ihr da Angst vor habt oder was ihr das interessant findet. Also das gibt ja auch immer,
Also so düstere Sorgen sind ja auch einfach interessant. So ein bisschen gruselig ist es schon, oder? Ja, das auf jeden Fall. So, und von der Ästhetik her so, ne? Und so für die Billas. Hast du gesehen, die riesen Uhlen, der Katten mit den großen Augen, wo du dann irgendwie bloß die Augen in Düstern sehen kannst. Und das ist schon spannend. Also ich habe immer so ein bisschen so eine Assoziation irgendwie, da ist auch so immer so ein Spiel mit Unbewusste, ne? Also so Ängste und Unsicherheit in Düstern und also was später schon auch so ein bisschen so ein Roll dabei, ne? Ja. Ist ja auch in gewisse Alter auch ein Riesenthema so, ne? Also so, ich meine, das war ja im Grunde hier auch nochmal so thematisiert, weil ich auch schön finde, sind die Bilder von Hamburg, also so, da war ja auch immer so Betroffen aufnehmen, also alle Bilder von Hamburger Hoben, der dann wiest wart, aber auch von Ute Gängeviertel, was ohne Stadtansichten auch sind, die dort abgriffen waren. Das ist vielleicht jetzt für Kinder erstmal nicht so der ganz große Wurf, aber das finde ich ist auch spannend für den Utwussenden Tokiger, die sich das Buch ankicken, da also so ein historisches Interesse gut. Also so, das ist schon sehr spannend. Und das, weil du sagst eben auch, technisches Verständnis, denn du wart ja ganz viel technisch auch taken, also so mit Anfänge von Pflegen und flattert man mit irgendwie so einem mechanischen Gerät ob den Nack in der Luft und da wart ja so ein richtiger Pfleger entwickelt auch, ne? Also so ein Lob von der Burg. Also das ist ja auch so ein Technikverständnis und Technik entwickeln, was durch verklort war. Ja, und ich finde die Illustration hat auch doch bannig was Filmisches. Also halt gerade so nochmal die Assoziation, dass die einfach auch doch noch einfach gute Filmszenarien umzügelt. Also so kann ich mir auf jeden Fall gut auch als Film vorstellen. So. Was ja tatsächlich Norlicht, wenn ein Buch hat, was in Hamburg spielt, hat auch Plattdeutsch zu übersetzen. Was mir aufgefallen ist, was ich ja auch als echt habe, dass ich das gar nicht so einfach fand, die Sprache. Also, da glaube ich so, der Übersetzen auch einfach mal wiesen wohl, was Plattdeutsch eins kann und was das eins für Wörter gibt, was mir dann aber Davies doch eher verwirrt hätte. Also, so, da war immer davon vertellt, dass sie vergessen hätte, den Holl fast Riemen zu tragen, wo ich gar nicht weiß, was das hochdeutsche Wort ist. Also, wo ich glaube ich das hochdeutsche Wort gar nicht kenne und mir dann gefragt habe, wo ich glaube ich da bin ich einfach bei nicht allein lorden worden. So, also, mit der Wortnotschöpfung. Genau, also, oder willst du, was das für ein hochdeutsches Wort ist? Also, genau, also, und da halt mir auf jeden Fall so wünscht, dass so Wörter einfach verklort wurden. Also, vor allem, wenn er sich der U-Dacht hat, ne? Also so. Genau, also was ihn ja auf jeden Fall machen kann, einfach auf mal zu wiesen, ja, das gibt auch ungewöhnliche Wörter auf Platt oder das gibt, weiß ich gar nicht, was wäre das hier, Gnedder Swat, wo ich auch nicht so dachte, ja, das ist halt so duster einfach, aber was genau das nur hat, habe ich auch nicht gewusst und da habe ich mir doch ein Wörtertheken auf jeden Fall gewünscht. Auf jeden Fall. Also so also es ist ja auch ein komplexer Text und das ist zum Teil eben auch also Gott sei Dank wir Utdacht dafür, also zumindest habe ich dafür ja nicht kennt. Und spätestens da musst du ran und im Grunde brauchst du ein Glossar. Also du kannst jetzt nicht einfach voraussetzen, dass das irgendwie, das funktioniert schon so. Ne? Also so, das nicht liegest die Bilder natürlich eine ganze Masse Hölpen dort, wie du natürlich eine Vorstellung dafür kriegst, worum das du just geht, aber so geil das nicht. Du kannst dir nicht irgendwann denken und dann lässt du das unkommentiert. So. Schriftst du da drin. Und also wo das ein Buch, wo das nicht so ein Problem ist das Buch, wo heißt das? Mö, ich kann mir nie merken, was die richtige Rede ist. Mö, verstehst, von Anke Ortlieb. Du hast da nicht so ein Problem, wie hast das auch auf dem Titel als echt war, mit hochdeutscher Übersetzung. Da hält achte an, find ein Alttexten auch nochmal auf Hochdeutsch. Das hört natürlich. Likas wäre die Sprache nicht so, also fand ich jetzt nicht so schwor, aber da ist das halt auf jeden Fall umgesetzt. Auch Lü, die
das nicht könnt oder nicht so gut könnt, einfach mal nachkicken könnt, was das hate oder was da auf Hochdeutsch hate, so was da passiert. Ja. Das durch mich sehr holprig, ne? Also so, das ist, oder hölpdüchtig. Biet Verständnis vielleicht auch für das Öller. Was würdest du sagen, für was für ein Öller ist das? Also ich glaube, doch steigt was von 9 Jahren oder so. 9 Jahren? Finde ich aber, also ich habe so eher gedacht, dass das, also so von der Thematik und von der Geschichte her kann ich das auf jeden Fall mit jüngeren Kindern ankicken. Also wirklich muss ich sagen. Also das ist ja nun nicht, also da passiert ja nun nichts, was ihn nicht mit jüngeren Kindern thematisieren kann oder so. Also ich habe so gedacht, vielleicht ist das so mit 9 Jahren auch meint, dass ihn dann auch ein bisschen komplexer über Sprache schnacken kann, vielleicht. Also vielleicht kommt daher ein bisschen alles empfehlen. Ich habe gedacht, dass ihn das auf jeden Fall auch mit jüngeren Kindern mocken kann. Wirst du sagen? Ja. Okay. Also so, das ist natürlich mehr Text als zum Beispiel bei Janosch, aber auch nicht, also ich meine mit da könnt die Kinder ja auch lesen und lest ja auch längere Bücher, also da sind ja auch sie 3 Jahre in der Schule. Von daher würde ich sagen, auch mit jüngeren Kindern zu mocken. Und mit der Geschichte kann ihn ja auch gar nicht viel thematisieren. Also das geht ja nun nicht bloß um Plattdeutsch oder nicht bloß um eine nette Derdengeschichte. Also da sind ja auch noch ganz viele Themen eigentlich so. Also so sogar Veränderung von der Sozialstruktur auf Land. Also wenn der Ole Buhr krank war oder dope lief, das war ja nicht so ganz klar, aber nicht mehr zurückkommt, dann trägt da halt eine junge Familie in, die aber wo gar nicht mehr thematisiert wird, dass die in der Landwirtschaft arbeitet oder dass die Landwirtschaft nicht mit hochhabt und die dann halt auch die Shape weghaben wird. Also so was oder Mensch-Natur-Verhältnis. Also vielleicht ist einfach gar nicht viel, was da verhandelt war. So. Ja, finde ich auch, also steckt unheimlich viel drin, also so, was der Schob da beleben dort, ne? Das ist schon, was ein ganz starkes Element ist, finde ich, oder was echt durch die Respekt macht, finde ich, oder Übertügendheit ist, dieser Gemeinschaftsgeist, ne? Also wie trägt los und wie dreht Shop, wie schafft das schon und wie sögt uns jetzt ein frische Buhr? Also es ist ja immer ähnlich andersrum. Also so der Mensch sögt sich den Tieren zusammen und dann geht er los, da hätte so ein bisschen was für eine Bremer Stadtmusikanten, was Bederes als den Tod finden, wie auf jeden Fall. Also lot mal los. So, ne? Und dann kick wie mal, was du beruht sucht, so. Und letztendlich ja, unter anderem kriegen sie das ja auch hin, sie waren von einem richtig handfesten Wolf verfolgt. Und zusammen kriegen sie das hin, den Wolf platt zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind also so, der sind sich ab und zack, waren sie im Urban. Eigentlich ein Gegner, den sie gut nicht schaffen können. Also so, der fehlt doll überlegen ist, der viel stark mehr Knöpfe und stärker als er ist. Aber schaffen sie das, denn an der Eck zu bringen, also Tosom, wenn sie Tosom holen dort. Auch der Metzger, also so der Achter sie ran ist ja auch nicht unbedingt so das erste große Highlight in Kinderbuchgeschichte, der Schock kommt dann erstmal, kommt nur ein Schlachter. Die Kinder haben keine Lust mehr, ob ihr Hustierten, zack. Was muck wieder mit, weg mit von Schlachter. Das ist ja knallharte Realität, so, ne? Also so, und dort dann den Schluss zu tun, nö, dann lohnt mir uns nicht gefallen, wie finden irgendwas Besseres, wie kriegen wir uns woanders um, das finde ich schon spannende so. Weil ich ein bisschen schon fand, dass so, also, was ja auch einfach so oft so ist, aber so, dass, also so Stadt-Land-Gegensatz doch, also beten, also so tägend war, dass ihn das erwarten kann. Also wo in der Stadt gibt er kein Lüde platschnagt und in der Stadt ward sie nicht gut behandelt und dem Müttern wäre, ob das Dörp trüch, ihn zu finden, der sie gut behandelt. Ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt, aber da der Hulk so ein bisschen hofft, dass da noch ein bisschen eine Überraschung gibt oder so. Aber also, das gibt es doch nicht. Also die Stadt ist auf jeden Fall kein guter Ort für Schock. Ja, genau. Und dann waren sie auch in der Stadt von dem Wolf noch verfolgt und so, ne? Also so,
Da kommt natürlich, ja, also da wäre natürlich cool, wenn sie dann irgendwie in so eine Loftwohnung in trocken wären und mit Schwimmbad unten bin oder sowas und dann ein super Blick auf die Skyline haben. Das passiert nicht. Das also passiert so viel kann man ja mal spoilern. Das passiert nicht. Ich finde aber, dass das irgendwie spannend ist, dass da die Socken immer sehr klar thematisiert werden ward und auch das weniger waren von Spruch, ne? Also so gar nicht so einfach und finden in der Plattdeutsch mit Schnack. Also ich meine, das ist ja eine Erfahrung der Mucklüde, der Muck ja nicht bloß Shop, der Plattdeutsch Schnack, sondern auch Menschen, so, ne? Also so, die können halt kein Plattdeutsch mehr oder viele können kein Platsch. Oder versteht das vielleicht, aber schnackt das aktiv nicht und so. Und das finde ich in so eine Shopsgeschichte verpackt schon wirklich, das finde ich schon klasse. Also das finde ich schon wirklich interessante Erfahrung, der Kinder ja auch mucken würden, wenn sie irgendwie lostrecken würden und einen Söcken, damit sie Platz schnacken konnten. So, ne? Ja. So, und das ist ja auch was wirklich sehr dicht auch an der Wirklichkeit dran ist. So. Ja, und es ist halt, also das ist halt auch was wirklich in der Gegenwart spielt. Also wir habt in der Stadt halt die mit einem Smartphone den Bilder von der Shop macht. Also es ist nicht so, dass das nur Schichtenswand spielt und das so eine klassische Shop-Geschichte, die auch an Anfang von 20. Jahrhundert spielen kann. Also das ist auf jeden Fall durch die Illustration in der Gegenwart verortet. So. Ja. Also auch der Rasenmäher-Trecker, den gibt es ja auch noch nicht so lang. Aber so ist es ja, Smartphones ja auch nicht. Also ist auf jeden Fall was auch nicht bloß nie es Kinderbuch ist, man auch in der Gegenwart spielt. Ja, und aber auch so mit Figuren, die tatsächlich ja aktuell sind. Ne? Also da gibt es immer noch so der Lütbuhr, der irgendwie auf Land sitzt und mit seinen drei Hobby-Schopte rumhökert, dann der Utstieger letztendlich diese wer absammelt am Ende so und vielleicht auch wer da Platschnacken deit, so. Vielleicht hätte das ja gar nicht immer mogt, aber das wer deit und dazwischen, was dazwischen passiert, da gibt auch noch. Ne? Also gibt von da immer noch Schlachter und irgendwie Kirchgehörende, die mit ihr Dirk nicht vernünftig umgehen könnt, die sie dann mit irgendwo aft habt oder geschenkt kriegt oder was. Also so, das sind ja Ludersucken, die tatsächlich die auch bemögen dort in Alltag. Also so, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Also mir gefällt sehr gut, sich ob dem Wegmucken selbstständig sehen, wenn mir das schon eins nicht vor der Feld fällt, dann sage ich mir das eben und das Gemeinschaftsgefühl, so man kann sich auch gegen was wehren, was erstmal so gut sich, als wenn du da nie irgendwie dagegen ankommst. Ne? Also wenn du Knöpfe einfach nie udrecken da halt, oder? Willst du, was Anke Ortlieb noch mehr Kinderbücher gemacht hat? Weiß ich tatsächlich nicht. Also so, sie ist eine Showmeisterin und Mecklenburg, so viel weiß ich, aber das kann ich die nicht sagen. Das ist auch, läuft ist hier mit Förderung von Land, läuft auch mit Stück von Kompetenzzentrum für Niederdeutsche Didaktik in Greifswald. Der habt das mit Rotbröcht. Also der habt das sozusagen mit auf dem Werkbrett mit Hulpen. Ja. Und unterstützt. So. Also dann auch einfach für den Showunterricht, ja. Ja, genau. Also auch für. Ja, also hätten wir auf jeden Fall auch war nicht gefallen so. Das Buch speziell, also andere auch. Also ist denn so, war das dann so die Eindruck, gibt das einfach mehr übersetzen insgesamt in Plattdeutsche bei Kinderbüchers oder gibt das auch viel Bürgers, die direkt auf Platt schreiben sind? Also mein Eindruck ist schon, dass das mehr übersetzen gibt. So, da hat jetzt so speziell, ich finde, da gibt es so ein ganze Reich auch plattdeutsche Kinderbücher, die echt gute Titeln sind. Also so, wo
jeder dann nochmal denkt, hier muss ein plattdeutsches Kinderbuch schreiben, damit das für die Norwelt erholen bleibt. Also da muss man sich natürlich auch immer wie klar mucken, dass das auch ein vorlesen muss, ne? Also so ein Kinderbuch lässt sich ja nicht so ein Süß, also so, da muss immer einen geben. Deswegen den Hinweis, auch Glossare und so, das ist natürlich heel wichtig, wie da wie von dort nicht mehr davon umgehen können, dass das jeder kann, so, oder jeder weiß, worum der geht, so. Da ist, glaube ich, auch ein Markt, wo auch ein Dutzend sind, die nicht unbedingt immer berufen sind, durch ein Kinderbuch zu schreiben. Also so, mein letzte goldliche Tat, ob das eher war, ein plattdeutsches Kinderbuch zu schreiben, damit der Spruch nicht verloren geht, vor Guide für die Norwelt. Und hat aber ansonsten zum Teil nicht viel Ahnung davon, wo man Kinderbücher auch pädagogisch angehen da. So, ne? So, aber tendenziell ist das schon so, dass das mehr übersetzt gibt, als das wirklich original geschrieben wird. Und nur happy hier mit Anke Ortlieb natürlich auch noch ein, der süß schon Meistersche ist, also so dann von Fakt kommt, das ist natürlich auch nochmal wer was eigenes. Heidrun Schwieger zum Beispiel muckt das ja auch, ne? Also der hat ja ewig viele Kinderbücher und ist aber auch schon Meistersche. So, und da mag man die Böcke dann auch an. Also so, man begreift schon, dass der auch was von ihr Klientel versteht. So, also das ist eine Kombination, die auch öfter mal folgt. Ja, das ist schon. Aber als Astrid Lindgren das sagt, halt, man muss bloß süß und Kind wissen, das ist sozusagen Kernqualifikation, um Kinderbücher zu schreiben. Das haut nun nicht in jedem Fall besonders gut hin. Da muss man dann schon singen. Dann würden wir vielleicht einfach noch mal sagen, wo wer das geschrieben hat und wo für ein Verlag sie erschienen sind, die Böcke. Jo, also das Buch von Janosch, Mann, wo schon ist Panama, ist übersetzt von Arndt Immo Richter und es rutkommt bei Edition Tintenfass 2016. Anke Ortlieb, Mö, versteist. Vorgetragen ist 2019 Rutkom in Demmler Verlag in Ribnitz Dammgarten. Okes Skifahrt von Elsa Besko, übersetzt von Margret Hansen. Es rutkom in die Futura-Edition Bad Harzburg 2008. Lindbergh ob Platt von Torben Kuhlmann ist in Vito Libro Verlag in Malente 2016 rausgekommen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir an N. Und das, so als das Usus ist, happy wäre ein Gedicht von Klaus Groth. Ja, für das muss man vielleicht nochmal sagen, warum ich eigentlich plötzlich... Ah ja, das ist natürlich nochmal, ja, wie hat denn doch der Plattdeutsch auf Hoch und auf Plattdeutsch ist denn doch ein Podcast auf Plattdeutsch geworden. Komplett Plattdeutsch. Ob einmal. Aber das passiert vielleicht, wenn einer über plattdeutsche Literatur schnackt. Da hat ein da einfach so reinrutscht. Ne? Ich will ja mal hoffen, also da wäre eine Weltpremiere, den Plattfunk, der Podcast auf Hoch und auf Plattdeutsch, wäre in Wirklichkeit in Dütmold Plattfunk der Podcast bloß auf Platt. Ja, aber nicht ganz. Ne? Am Anfang hast du ja stimmt, auch noch ich habe noch zwei Sätze auf Hochdeutsch und zack. Ja, ist aber auch schwer, da nicht Rento fahren. Ja, ist schwierig. Ja, ich denke mal, Klaus Groth ist das auch öfter mal passiert. Deswegen mag ich nur das Gedicht von ihm, was wie immer sagt. Hoch oder platt, dröch oder natt, Bär oder Wien, groff oder fien, aber echt moddet sien. Tschüss. Tschüss, tschüss.